Es ist Samstag, der 9. Mai. Ich begrüße euch mit der Tageslosung 5. Mose 2, Vers 7. Der Herr dein Gott hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Und dann 1. Korinther 4, 2, der Lehrtext. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Was ihr hier seht, ist der Haushalter, englisch der Butler, amerikanisch, wenn Sie solche Filme gesehen haben, der Butler, wie man etwa sagt. Er läuft hin und her zwischen Chef auf der einen Seite und Haushalt auf der anderen Seite. Wir kennen ja alle diese Aussage, macht euch die Erde untertan. Dieses hebräische Wort, das gebraucht wird in der Ursprache, schließt einen Raubbau an der Schöpfung aus, eine Ausbeutung dieser Erde. Man hätte es besser übersetzt, Gott sagt, ihr sollt nun die Butler sein in meinem Schöpfungswerk. Das heißt, ihr sollt gut zu diesen Sachen schauen. Ihr sollt etwas Gutes daraus machen. Wir wissen, dass das keine symmetrische Beziehung ist, denn der Haushalt gehört ja nicht uns. Alles ist uns nur anvertraut. Dieses Wissen, ja mehr noch, dieses Bewusstsein ist das beste Korrektiv gegen eine Art Übergriffigkeit, gegen üble Haushalterei, damit wir diese Berufung optimal wahrnehmen und umsetzen können. Denn am Ende wartet uns ja noch die Rechenschaft, wie es sich eben für diesen Beruf geziemt. Auch das eine asymmetrische Beziehung. Jemand wird von uns Rechenschaft fordern. Natürlich gibt es hier auch Gedanken in eine andere Richtung. Das heißt, man wird ausgebeutet. So jedenfalls hat es derjenige gesagt, dem ein Pfund anvertraut wurde. Und er sagte, ich wusste, dass du ein schlechter Meister bist. Deshalb habe ich dieses Pfund vergraben. Du wolltest mich nur ausnutzen. Der Mensch in vielen Fällen möchte eben lieber Chef sein, heutzutage vermehrt auch Chefin. Es ist eine Zumutung, nur zu verwalten. Ich kann mich gut erinnern, wir hatten Haushaltshilfen, Haushaltlehrtöchter bei uns zu Hause, als meine beiden Eltern teilweise arbeiteten. Und so kam es dann, dass einer jungen Frau, weil meine Mutter am Nachmittag abwesend war, eine große Verantwortung zugetraut wurde. Sie sollte nämlich zu meinem jüngsten Bruder, damals etwa 1,5-jährig, schauen. Das war die Aufgabe, nur diese Aufgabe, und sie sollte sie geflissentlich erfüllen. Sie sollte sie erfüllen, bis meine Mutter heimkam. Sie kam heim am Abend. Es war Winter, es wurde kalt und noch kälter, es wurde dunkel und noch dunkler, bis zur finsteren Nacht, und die war immer noch nicht da. Es gab Aufregung, es gab Verzweiflung, es gab Tränen, es gab auch Wut. Was ist geschehen? Wo sind die beiden? Es ist ein kleines Kind. Irgendeinmal stolperte dann diese Haushaltshilfe über die Schwelle mit einem von Schnee mehr oder weniger eingedeckten, eingefrorenen Kinderwagen. Darin dieser Kleine mit so halbwegs erfrorenen Ärmchen, Beinchen, schlecht angezogen, schlecht zugedeckt, das Gesicht schon sehr kalt, und natürlich hat es einiges abgesetzt. Er taute dann wieder auf, natürlich unter gehörigem Geschrei, und ja, es war allen klar, es ging ja nur um eine Sache, und diese Sache hatte sie verpasst. Deswegen, weil es im Wald zwischen unserem Dorf und dem Dorf ihres Freundes zu einem Treffen kam, wo man dann rechts und links alles um sich herum vergessen hatte. Die Alliierten haben im Wüstenkrieg Nordafrikas ihre Wachmannschaft gut ausbilden wollen, und dazu gab es eine einzige Übung, um zu sehen, wer ist ein guter Wächter für unsere Truppen. Man setzte die Leute in den Bunker, wo es nur diesen schmalen, breiten Ausguck gab, diesen schmalen Schlitz, wo man etwas vom Horizont sehen konnte. Und es hieß, innerhalb der nächsten 24 Stunden fährt dort
ein militärisches Fahrzeug vorbei. Ihr notiert die Zeit, wann es vorbeigefahren ist. Diese Minute. Was für eine simple Aufgabe. Was für eine schwierige Aufgabe. Fast unlösbar und doch merkte man, wer sind die wirklich zuverlässigen Wachsoldaten, die durchhalten können in Kriegsbedingungen und totale Aufmerksamkeit behalten können über eine so lange Zeitspanne. Man merkt natürlich, wenn es heißt, nur treu müssen sie sein, nichts anderes, da gibt es eben Zustimmung, da gibt es auch ein Erschrecken davor, Ablehnung. Der vermeintliche Aufstieg, zu dem kommen wir jetzt. Hier noch einmal und dann von nahe eingeblendet. Die Grundsituation, von der Paulus hier ausgeht, ist dieser Butler, der hin und her geht zwischen dem Auftraggeber, der auch der Besitzer ist, und dem Haushalt. Zwischendurch muss er Informationen einholen, dann braucht er wieder Ressourcen und so weiter, damit er seine Aufgabe gut erledigen kann. Er ist ein Pendler zwischen diesen zwei Welten. Aber es kann ja auch sein, und das blenden wir jetzt auch wieder ein, dass er sagt, jetzt ist der Auftraggeber gerade ein bisschen weg, so wie es bei uns zu Hause eben an einem Nachmittag war im Winter, und jetzt möchte ich aufsteigen. Ich möchte mir diese Gelegenheit zunutze machen, ich ziehe mein eigenes Ding durch und er steigt auf, vielleicht will er sogar eine Karriere machen, aber es kommt der Moment, wo er einen Schritt über seinen Auftrag hinausgeht und ihr seht, was dann passiert. Aus dem Aufstieg wird ein plötzlicher, rabiater Abstieg und es kommt nicht gut. Dabei gibt es doch etwas, was wir Menschen am sichersten wissen. Wir wissen nicht am sichersten, woher wir kommen und vielleicht wissen wir auch nicht unbedingt, wohin wir gehen, zum Beispiel vor oder auch nach dem Tod, da wissen wir es noch weniger. Aber etwas wissen wir alle, nämlich wir müssen alles hier lassen. Alles bleibt zurück, sogar unser Körper bleibt zurück. Weil dies so ist, kommen wir zu einem wichtigen Prinzip. Nämlich, der Mensch ist ein schlechter Tyrann, aber er kann ein guter Haushalter sein. Er ist immer ein schlechter Tyrann, aber er kann unter Umständen ein sehr guter Haushalter sein. Er muss es nicht unbedingt. Die Diktatoren haben bewiesen, der Mensch hat nicht das Profil, die letzte Verantwortung zu übernehmen, der Oberste auf der Leiter zu sein. Die Angst macht ihn krank. Nehmen wir Herodes den Großen, den Herodes, der bei Jesu Geburt gewalttätig war. Man sieht ja, die Angst prägt diese Geschichte auch. Er hatte Angst vor seinen Söhnen, wie sie von Rom heimkamen, von den Ausbildungen dort. Und er ließ sie alle umbringen, weil er ihre Konkurrenz fürchtete. Nur den einen der Söhne brachte er nicht um, der rettete ihn nämlich vor dem Selbstmord. Er entriss ihm das Messer. Tyrannerei kommt aus Angst und sie führt wieder zu Angst. Sie kommt aus der Angst zu verlieren und sie führt dann zur Angst, noch viel mehr zu verlieren, vielleicht ein ganzes Reich. Deshalb ist der Mensch zu so etwas nicht geschaffen. Viel besser schläft zum Beispiel ein Butler, nicht so wie Stalin, der ja über ein großes Reich herrschte und am Ende in einer Luxusvilla lebte mit 100 Zimmern, weil er jede Nacht in einem anderen Zimmer übernachtete, aus Angst vor der internationalen Konkurrenz. Man wollte ihn nämlich absetzen, weil er eigentlich den internationalen Kommunismus verraten hatte an mütterchen Russland. Er glaubte nämlich an einen nationalistischen Kommunismus. Das war Verrat in den Augen von Trotzki und diesen Leuten. Eben, wie gesagt, viel besser schläft da ein Butler. Das sind die idealen Voraussetzungen für das Menschsein. Ich kann es nicht anders sagen. Denn der Mensch kann gar nicht alle Verantwortung tragen, nur einen Teil, vielleicht einen kleinen, vielleicht auch einen größeren Anteil. Aber überall sind ihm wieder Grenzen gesetzt.
diese letzte Verantwortung bleibt ihm verwehrt. Zum Beispiel, er muss schlafen. Davon haben wir schon gesprochen. Stalin konnte nicht mehr schlafen. Der Butler kann gut schlafen, er kann diese Verantwortung abgeben. Es gibt ja auch noch den Herrn. Zweitens, der Mensch muss sterben. Das weiß er ja auch, da sind ihm die Grenzen gesetzt, er kann nicht über die Schnur hauen, er wird ohnehin alles abgeben müssen. Zum Dritten, der Mensch hat es nicht erschaffen, was er hier verwaltet. Er kann gar nichts erschaffen. Er kann kreativ sein, wenn es darum geht, etwas zu verändern, etwas zu entwickeln, aber erschaffen kann er es nicht. Und was der Mensch auch noch sein kann, er kann treu sein. Der Mensch ist nämlich von Grund auf eigentlich konservativ geschaffen. Er kann gut zu den Dingen schauen. Das ist das Natürliche an uns. Die Treue ist der Wert des Menschen. Es ist unser Grundwert. Ich kann mich gut erinnern an eine Evangelisation durch José Vena, einen Pastor aus Argentinien. Er sprach in unserer Gemeinde und erzählte Folgendes. Er hatte die schnellst wachsende Gemeinde der, man sagt, Assemblies of God, also Pfingstgemeinde in Argentinien. Er hatte es zu einer blühenden Gemeinde gebracht. Dann kam die Jahreszusammenkunft der Pastoren und da hieß es plötzlich, ja, diese Gemeinde dort ein bisschen im Hintergrund, die ist komplett ruiniert, sie ist bankrott, das Vertrauen ist kaputt gegangen, die Leute sind davon gelaufen und auch die Finanzen sind natürlich, folglich auch, am Boden. Wer würde jetzt diese Gemeinde übernehmen? Es war still und es brauchte etwas Bedenkzeit. Dann sagte José Vena seinen Kollegen, ich werde das übernehmen. Er ging an diesen hintersten Ort, in diese verrufene Gemeinde, in dieses eigentlich zerstörte Projekt und sagte, ich brauche Treue zu Wort, ich habe Treue zu den Schafen und ich habe auch eine Prise Kreativität. Ja, eine große Prise hat er. Was ist entstanden? Wie er treu zu Wort war, kamen die Leute zurück. Und weil er gut zu den Leuten schauten, brachten sie andere Leute. Und weil er kreativ war, konnte er eine Glasfabrik kaufen mit dem restlichen Geld der Gemeinde. Eine Glasfabrik war dann Gemeindeeigentum. Und diese Gemeindeglieder, viele arbeiteten dort, Arbeitslose gab es nicht mehr bei ihnen und sie konnten die Stadt beliefern, denn immer wieder brauchen Leute eine neue Glasscheibe für zerbrochene Fenster, das gab so viele Kontakte und die Gemeinde wuchs noch mehr. Und natürlich in kurzer Zeit war sie auch saniert. Es gibt wenige Gemeinden, die auch noch eine Glasfabrik betreiben. Eine transparente Sache, kann man sagen. Es war ein Wunderwerk und diese Gemeinde, die die letzte war, ist zur ersten geworden, zur schnellst wachsenden Assembly of God in Argentinien. Derweil gab es sicher auch wieder ein paar Leute, die lieber selber Chef waren an ihrem Ort und die damit auch wieder ruinöse Arbeit betrieben haben. Lassen wir uns inspirieren durch den heutigen Text und seien wir gern Gottes Butler in unserer kurzen Lebenszeit. Ich wünsche einen gesegneten Tag.